Jawohl, vielen herzlichen Dank. Handgemachte Musik war das von Ornsno, einer jungen Band aus Bayern, überwiegend aus München, könnte man sagen. Hier ist ein Niederbayer neben mir, der Franz. Ja, und die werden uns heute reinspielen in den Mai, nämlich der Menja an der Trompete, der Michi am Akkordeon, Servus. der Philipp am Schlagzeug und, ich habe ihn gerade schon erwähnt, der Franz an der Tuba. Mir ist es hier als erstes aufgefallen, Philipp, was du da für eine eigenartige Versuchsanordnung hast. Ist das dein ganzes Schlagzeug? Ja, das ist ein komplettes Schlagzeug. Und wir haben halt die Idee gehabt, weil das sonst so viel Platz braucht und so viel Ständer und Zeug, dass wir das einfach auf ein Bierwagel draufpacken. Und so haben wir das konstruiert und es ist platzsparend und transportabel. Das heißt, du kannst das immer wie so ein Kinderwagel vor oder hinter dir herschieben? Ja, das geht ganz gut. Du warst dabei. Seit 2 Jahren gibt es euch. Erstmal Glückwunsch zum 2-jährigen Jubiläum. Danke. Wie habt ihr zusammengefunden? Wie hat alles angefangen? Wer möchte mir da was drüber erzählen? Ja. Der Philipp schaut den Michi mit großen Augen an Also und der Michi schaut jetzt zu Ja, mir. die Geschichte ist eigentlich ganz einfach. Da sitzt man irgendwo auf der alten Wiesn, hört die Blasmusik im Hintergrund und die lustigen Bands, die da spielen. Und nach der 3. Master sagt man halt dann, hey, das können wir auch machen, sowas. Jetzt machen wir auch so eine Band. Und dann haben wir halt die Band gegründet. Ist so einfach und so verrückt ist das. Ja, dann dauert es ein bisschen, da muss man Lieder schreiben, dann muss man Bandnamen finden, dann muss man proben. Dann hat es ein bisschen gedauert und dann letzten Februar, vorletzten Februar, jetzt genau vor gut 2 Jahren, haben wir dann unseren Einstieg gehabt. Wir haben einen kleinen Film mit Musik und wenn ihr wollt, erzählt ihr mir was dazu und wenn nicht, dann hören wir einfach die Musik an. Das ist im Probenraum. Genau, das ist bei uns im Proberaum. Da haben wir uns vorbereitet auf den Wettbewerb. Das war letztes Jahr im Februar. Und das war der Fraunhofer Volksmusikpreis. Genau, Da ist wieder das Bierwagel. der Probe backen wir das Bierwagel und man sieht, dass es Februar ist, haben die Mützen auf und dann geht es mit dem Bierwagel im Bus. Das ist ganz gefährlich, weil das eben mit dem Zug, mit dem Bus, mit der Trambahn ist man da super mobil als Band. Und da sind wir dann beim Fraunhofer. Ja, das war halt jetzt die Vorrunde oder beziehungsweise das Finale vom Fraunhofer Volksmusikpreis. Genau. Und da habt ihr ja mächtig abgeräumt, nämlich gleich den ersten Preis mal gemacht. Genau, auf den haben Anhieb. wir gewonnen, waren selber auch überrascht und haben uns natürlich total gefreut. Und haben auch die Bestätigung, das offizielle Siegel sozusagen, dass die Musik, was wir machen, halt Volksmusik ist. Und das macht uns auch stolz. Aha. Wobei du spielst ja nicht nur Tuba. Du bist ja Ja, ich spiele alles ein bisschen. Posaune. Ich hab mal mit Posaune ganz früh angefangen. Dann habe ich Tenor angespielt, ein bisschen Bariton. Und irgendwann haben sie mir dann eine Tuba in die Hand gedruckt, weil mein Großvater schon Tuba gespielt hat. Und da bin ich halt dann hängen geblieben. Das kann ich halt am besten. Gelesen, du spielst auch E-Bass. E-Bass, ja. Das versuche ich mir gerade am E-Bass vorzustellen. Das ist auch schön. Und Klavier und ich weiß nicht, was Ja, noch alles. alles. Also echter Multi-Instrumentalist. Und ihr seid ja wirklich tolle Musiker. Also auch Menja, du bist ja richtig also ausgebildet an der Musikhochschule, Ja. am Konservatorium noch, auch in Budapest. Genau. Und Berufsmusiker, oder? Ja, ja, genau. So, ich spiele auch so hat wie der Franz, der spielt viele Instrumente. Ich spiele nicht viel, ich spiele nur Trompete, aber ich spiele viele Stilrichtungen. Genau. Toll. Und der Philipp, glaube ich, macht überwiegend die Texte. Nee, das ist ganz unterschiedlich. Also wir machen die Songs meistens so, dass einer mit einer Idee daherkommt und dann vielleicht schon ein Refrain oder eine Textidee auch mitliefert. Und dann stellen wir das im Proberaum vor, die anderen hören sich das an und wenn wir das gut finden, dann basteln wir da halt weiter und jeder bringt dann noch seine Ideen mit ein. Wenn einer zum Text weitere Ideen hat, schreibt er halt am Text weiter und dann arrangieren wir es gemeinsam. Und das funktioniert immer ohne Streit und seid ihr euch immer einig? Also es gibt schon Meinungsverschiedenheiten, aber Ja, aber jetzt nicht zu den Kompositionen, oder? nein, das wird dann meistens pragmatisch entschieden. Also wir machen es so, wenn es jetzt 2 Varianten gibt, dann probieren wir das einfach aus und was besser funktioniert, das wird dann ganz pragmatisch gelöst. Liebe Leid auf der Welt, grüß Gott, grüß Gott. Wir sind die Erfinder vom Reinheitsgebot.
Wasser, Hopfen, Gerste ist das Beste gegen Durst. Und wenn der Weltmarkt was anders will, ist uns das wurscht. 2, 3. Weil wir sind mehr und haben das beste Bier. Seit 500 Jahren schmeckt's uns wunderbar. Aber wenn jeder anschaut, was wir machen sollen, wir sind mehr und leben, wie wir wollen. Hoppa. Hoppa. Liebe Historiker, grüß Gott, grüß Gott. Wir kennen die Geschichte vom Reinheitsgebot. 1516 ist in Bayern eingeführt worden, zum Schutz unserer Märkte vor Importe aus dem Norden. Am Rhein und in Norddeutschland haben's Kräuterbier gebraut. Die bayerischen Brauer waren da drüber niederbaut. Das Gsäfer aus dem Ausland hat die Umsätze bedroht. Da war der beste Ausweg unser Reinheitsgebot. Weil wir sind wir und haben das beste Bier. Seit 500 Jahren schmeckt's uns wunderbar. Aber wenn jeder anschaut, was wir machen sollen, wir sind wir und leben, wie wir wollen. Jawohl, ich klatsche jetzt auch, wenn ich alleine bin, hier für alle. Eins noch waren das, kommt zu mir, nämlich an der Tuba der Franz, der Philipp am Schlagzeug, der Michi hat das Akkordeon gespielt und Menja an der Trompete. Ihr seid eine junge Band, haben wir schon festgestellt. 2 Jahre gibt es euch jetzt. Und ihr seid ja genauso wie euer Musikstil, auch was die Persönlichkeiten und die Herkunft angeht, eigentlich eine ganz bunte Mischung. Das ist der Niederbayer, der Franz. Der Quotenniederbayer. Und jetzt geht's schon los. Der Michi ist zwar hat das Deutsche, aber ich glaube auch griechische Wurzeln. Also Deutsch habe ich gar keine, sondern nur Münchnerisch, Bayerisch und Griechisch. Okay. Und der Philipp Ja, ich komme aus Österreich und mein Dad ist Südafrikaner. aus Südafrika ist der Teil der Familie. Und Menja Ja, ich bin ein geborener Ungarn. aus Ungarn. Aber ich habe festgestellt, wenn du mitsingst, das ist astreines Bayerisch. Ja, ich lebe schon seit über 6 Jahren in München und jetzt seit 2 Jahren mit dem Burschen mache ich bayerische Musik. Also ich finde, er hat es gut drauf, die bayerischen Texte und alles. Ja? Schön. Wie würdet ihr denn eure Musik einordnen? Also wir haben vorhin in dem kurzen Filmausschnitt gesehen, da sind manchmal auch so Balkan-Beats dabei. Und der Philipp hat an seinem Schlagzeug auch so eine orientalische Trommel. Erklär uns das mal. Ja, also wir leben ja in München außer dem Franz. Und das ist natürlich schon geprägt von ganz vielen Einflüssen und auch unsere eigene musikalische Interessen und wo wir halt herkommen musikalisch. Und ja, und für uns ist das einfach authentische Volksmusik, dass wir sagen, wir nehmen jetzt die echte Volksmusik, was halt aus der Region kommt und gleichzeitig kommt für uns ja auch aus der Region sozusagen Balkanmusik, Ska, Reggae, was wir halt selber auch gern hören. Und für uns ist das überhaupt kein Widerspruch, das zu verbinden. Ihr mischt das alles zusammen und dann auch noch mit originellen Texten, die zum Teil ja auch richtig poetisch sind. Also ich habe da über die Isar was gelesen, das fand ich irgendwie schon, da war so vom Ganges der Bayern die Rede und von der rauschenden Schönheit. Ist euch das auch wichtig, dass ihr nicht nur so bierselige Texte macht, sondern auch manchmal so ein bisschen Poesie und Schönheit damit reinbringt? Ja, also das mit der Isar, das war halt naheliegend, weil in München die Isar wunderschön, also man spricht ja von der Renaturierung, also dass das so schön hergerichtet haben und zugänglich gemacht haben. Und da kann man wunderbar lagern, tagsüber und abends kann man auch schön feiern. Und ja, uns taugt es so, dass wir gesagt haben, da schreiben wir ein Lied drüber, eine Ode an die Isar. Und dann haben wir halt da so die verschiedenen Stationen besungen. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor, dieses Instrument zu lernen und so komplex. Ja, es ist schwer, es wiegt glaube ich 15 Kilo oder so.